Ich darf Sie recht herzlich im Namen der Heimatkundlichen Vereinigung, dem Spandauer Geschichtsverein, begrüßen. Und mein erster Dank gilt natürlich dem Bezirksbürgermeister Helmut Klebank, dass wir die Räumlichkeiten benutzen dürfen. Aber es gibt dafür natürlich auch einen speziellen Grund, den wird Ihnen Herr Klebank dann selbst erläutern. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Sie werden sehen, das Dokument, um das es geht, ist noch abgedeckt. Wenn wir nachher fotografieren, bitte ohne Blitz fotografieren. Es ist ein über 200 Jahre altes Dokument und da können wir leider das Fotografieren mit Blitz nicht zulassen. Wir haben hier in dieser kleinen Präsentation auch das Original zu stehen. Darüber hinaus sehen Sie hinter uns noch weitere Exponate, die ich dann nach den einleitenden Worten von Herrn Klebank Ihnen gerne erläutern werde. Aber Herr Klebank sollte vielleicht erst mal erläutern, wie es dazu kam, dass er in dieser speziellen Sache neben mir sitzt. Sie wissen ja, dass das Bezirksamt mit der Heimatkundlichen Vereinigung seit Jahrzehnten sehr gut zusammenarbeitet. Seit ich Bürgermeister bin, haben wir verschiedene Projekte miteinander gestaltet. Ich erinnere zuletzt im letzten Jahr das Rathausjubiläum, wo ja verschiedene Aktivitäten, auch der HKV, dazu geführt hat, dass wir das in würdigem Rahmen und mit verschiedenen Projekten begleitet gut feiern konnten. Die Heimatkundliche Vereinigung versteht sich ja auch als Förderverein für unser Museum und ist in diesem Sinne ja ständig dabei, auch Exponate anzukaufen. Es werden Exponate auch geschenkt, sie werden dann auch weitergegeben. Wir hatten ja schon die entsprechenden Übergaben von einer ganzen Reihe von beeindruckenden Gegenständen aus der Geschichte Spandaus. Ich erinnere auch daran, dass wir im letzten Jahr den 200. Jahrestag hatten, Befreiung Spandaus von den Franzosen. Auch das wurde ja groß gefeiert, auch unter Beteiligung der Heimatkundlichen Vereinigung. Und ich glaube nicht, dass es damit im Zusammenhang stand, aber im letzten Jahr wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Handschrift Napoleons gibt, die mit Spandau in engem Zusammenhang steht, nämlich den Angriffsbefehl auf Spandau und im Grunde der Befehl, Spandau zu zerstören. Glücklicherweise ist es da nicht dazu gekommen. Die Hintergründe können die Historiker viel besser erläutern als ich. Immerhin hat mich das doch sehr aufmerksam gemacht, weil das ja, wenn auch schon weiter zurückliegend, aber immerhin doch für Spandau ein ganz wichtiges Datum ist. Der General August von Thünen hat dann die Zitadelle Spandau und die Altstadt Spandau beschießen lassen. Wir kommen gleich zu dem Angriffsbefehl, nur dass man mal eine ungefähre Vorstellung hat. Ca. 30–40% der Spandauer Altstadt sind bei dieser Beschießung zerstört worden und 25% der Zitadelle. Das spielt insofern eine Rolle, als dass wir uns nachher dann über die Erstürmung der Zitadelle noch kurz austauschen. Wie Sie vielleicht der Pressemitteilung entnommen haben, wir Historiker würden eigentlich schreiben, Seite 1 und ein R daneben. Das heißt also, dass die Rückseite beschrieben wird. Das heißt also, wir zeigen Ihnen die erste Seite und wir müssen Ihnen dann das umdrehen, weil das hat Vor- und Rückseite so. Und dadurch haben Sie nicht so das beste Licht, weil das ist dünnes Blatt und Sie sehen, Napoleon war sehr sparsam. Er hat bis zu den Rändern geschrieben. Also Herr Klebank. Na dann. Super, danke. So, jetzt drehen wir es um, weil Sie wollen ja sicherlich auch die Unterschrift Napoleons sehen. Einmal in diese Richtung. Ja, machen wir. Genau.